Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder die Yankee mit Let's Play Final Fantasy 9 auf Pelzig. So, jetzt sind wir ja nicht mehr in der Bredouille, was Zeit angeht, deswegen können wir gerade nochmal hier die Ausrüstung checken. Was besser als Stirnband gibt es immer noch nicht. Die sind alle kurz davor, irgendwie was zu lernen. Mithril-Armreif gibt es leider auch nichts Besseres für dich, Meister Vivi. Das hast schon alles gelernt. Ja, sehr lehrsamer Schüler hier. Was war das? Felsenfest hat er hier gelernt. Da können wir mal gucken, ob er noch irgendwas anderes parat hat. Ne, gerade nicht. Okay, gut. Dann weg hier. Nix wie fort hier. Wir könnten theoretisch auch nochmal zurückrennen. Dass ich da eventuell irgendwas verschnarcht habe. Da öffnet sich das. Aber... Uno momento, por favor. Gucken wir doch gerade mal da hier. Aber es ist nach wie vor auf Pelzig, nicht auf Spanisch. Jetzt nicht verwirrt sei. Da geht's da runter, wo Garnet, Markus und Steiner gefangen genommen wurden. Ich mag die Musik. Ambush Attack heißt das, wie gesagt. Das hatte ich ja schon in Bormetia gesagt. Ich mag die Musik sehr. Das vermittelt einfach wirklich den Eindruck, man ist jetzt hier wirklich gejagt und man muss sich dummler. Also ich finde persönlich die Musik für so Situationen absolut großartig. Und die altertümliche Art, wie es gespielt wird, auf den Instrumente, finde ich auch absolut bombastisch. So, okay, da geht's jetzt auch noch nicht durch. Kommt, glaube ich, erst später, aber da geht's auf jeden Fall auch noch irgendwann durch. So, rennen wir mal mit der bewusstlose Garnet hier weiter rum. Die hat jetzt ihr ganze Esper bzw. Bestia rausgesaugt kriegt. Das ist auch nicht gerade so besonders schön. So. Joink. Und weiter geht's. Und wenigstens darf sie dann sie tragen, wobei dem hätte sie wahrscheinlich jetzt nicht in die Hand gedrückt. Steiner wäre der wesentlich pflichtbewusstere Charakter für sowas. Sieht so aus, als wäre uns niemand gefolgt. Königin Bran. Warum hat sie das noch geschafft? Ich würde ohne mit dem Wimbatzo zurück in den Tod gehen, um die Prinzessin zu beschützen. Und für die Königin ist die Prinzessin doch ja und alles oder etwa nicht. Steiner, Alter, glaub mir, ich kann verstehen, wie du dich fühlen musst. Sie dann... Macht Lilly dann nie mehr auf? Kern, sie ist noch sehr müde, fixst. Leid, wir sollten Lilly ein Weilchen schlafen lassen, was meinen ihr? Dankeschön. Ja, außerdem jetzt an ihm in die Hände nehmen. Geh weg, wenn du Babsack. Wäre ich bei dir gewesen, dann hätte ich das niemals... Entschuldigung, Lilly. Steiner hebt mal wieder sein Panzerfaust ans Kinn. Was ist dann los mit dir? Das sind ja auf einmal ganz neue Töne. Früher hätte ich dich in so einer Situation doch sofort auf mich gestürzt, oder nicht? Unsinn! Seit ich lebe, habe ich es zum ersten Mal kapiert. Wenn man sich nur von Zorn und Hass leiden lässt, dann wird man alle Emotionen unfähig. Selbst die Tränen versiegen irgendwann. Sieh dann. Das sind ja echt mal neue Töne. Du sind sie ja, sag ich. Du sind sie ja, sag ich. Die ganz Band auf einem Haufen, sag ich. Die ganz Band auf einem Haufen, sag ich. Oh. Oh. Lang nicht mehr gesehen. Steiner. Was habt ihr nur die ganze Zeit über getrieben? Nett doch, ihr werdet doch wohl nicht mit einer Barbare gemeinsame Sache gemacht haben. Was ist, wenn denn schon hier ein Barbar, du wild geworden, ihr Amazone? Du lernst mal nie, was? Oh, nein. Nein! Natürlich mal wieder ein Kampf gegen Beatrix. Aber ja, die ist einfach zu hoch für uns. Naja. Wir können zumindest noch mal klauen, was er hat. Zumindest das können wir noch irgendwie machen. Und Vivi ist mal wieder kurz vor einer Trance. Schocker, oh shit. Da hatten wir mal einen Steiner. Phönixfeder geklaut. Ja, die können wir gleich mal anwenden, die Sache.
Donnerklinge, ja, das... Oh, scheiße. Da hatten wir mal einen Dieb. Nicht so gut. Da kann nicht mal mehr klauen. Naja, nur noch unseren Schwarzmagier steht einigermaßen aufrecht. Steiner, zeig mal, was ein Schwertkämpfer auch noch kann. Oder könnte. Oh, scheiße. Oh, leck. Warum hat niemand mehr einen Korallering bei sich als Accessoire? Das wird für Donnerklinge und so ganz gut helfen. Naja, ich hoffe, sie stürzt sich jetzt nicht sofort auf sie dann. Steiner, zeig was! Oh, scheiße. Der arme Kerl. Okay, sie dann. Scheiße. Ups. Okay, unser Schwarzmagier steht noch. Der kann wohl ein bisschen Abwehr machen. Okay, gut. Sie dann, klau mal. Polaris geklaut. Ja, besten Dank. Ja. Machen wir doch mal Hades-Magie. Die Alt kriegt jetzt mal Feuer und Eisraum um die Ohren. Damit unseren Trance wenigstens irgendeinen Sinn hat. Zippelmütz wird steif. Jetzt geht die Post ab. Ich weiß, das ist unglaublich ranzig, wenn ich sowas sage, aber es ist halt so, Herrgott, nochmal. Ich meine, ich kann es jetzt auch nicht erinnern, dass er da mit so einem Spitzhut jetzt plötzlich durchsteht, statt seiner Schlappe Zippelmütz. Okay, zack. Aber wenigstens die Polaris immer stibitzen können. Das ist schon mal nicht verkehrt, wobei das auch nur Steiner, glaube ich, anwenden kann. Igitt. Okay. Na gut, wenn nur noch unser Schwarzmagier steht, dann machen wir das halt so. Dann ist unser Trance wenigstens jetzt völlig für den Arsch. Aber schon geil, dass irgendwie nur noch der 9-jährige Schwarzmagier steht und die ach so tolle Drachenritterin, der tolle Ritter und Weltenbummler Dieb sind alle drei schon tot. Naja. Was sagt uns das? Vivi kann was. Aber ich glaube, das war es jetzt auch für ihn. Nicht nur, dass die Trance vorbei ist, sondern dass jetzt auch Beatrix sich auf ihn stürzt. Naja, Feuer zum Abschied noch. Ja, hätte ja sein können, dass er in die Leber schlägt. Alle ausgelöscht. Das war's. Wie Game Over, das muss ich gewinnen, den Kampf. Ach du liebst Herr Kettel. Ach du Scheiße, dann muss ich gewinnen, den Kampf. Das hatte ich so nimmer im Kopf. Ich habe auch gedacht, das ist so ein, ja komm, da ist ein Salatkampf. Das ist sowieso abstinkt gegen die Gutfrau. Scheiße. Okay, dann laden wir das Spiel halt noch einmal. Das ist bitter. Das ist echt bitter. Ich habe echt gedacht, das wäre so, da esse ich halt einen Salatkampf. Na so what. Mittlerweile wissen wir ja, wo es lang geht und die Laberreihe können wir eigentlich auch überspringen. Dann wird es doch mal ernst, die Herausforderung hier. Dass wir die gute Beatrix auf irgendein Niveau drücken müssen, wo sie dann sich gezwungen sieht, den Kampf selber mit Exekutionsschlag wieder zu beenden. So ein blöder Mist. Hab ich gedacht, das wäre so ein Kampf, wo man sich sowieso fertig machen lassen kann. Man ist ja gegen Beatrix nur der dumme Dulli, der auf die Schnauze kriegt. Da ist, oh, hoppla. Da ist es dann sowieso egal. So, jetzt hat er aber. Alle hopp. Dann nochmal dasselbe. Und, ja, bla bla. Das ist doof. Ich überlege gerade, wie ich die am besten fertig mache. Wirklich alle auf Schade, die Schade machen können. Und, Freya so oft wie möglich in die Luft, damit sie nicht attackiert werden kann. Und alle anderen sollten so gut wie möglich heilen. Sie dann kann durchaus auch nochmal was stibitze, oder zumindest versuche zu stibitze. Aber Polaris haben wir ja eigentlich schon im Inventar. Ich überlege gerade echt, was die sinnvollste Taktik gegen Beatrix wäre, aber Vivi im Trance-Zustand hat schon mal relativ ordentlich Schade gemacht. Wir könnten auch noch Magieklinge einsetzen, bis Vivi sein Trance-Zustand hat, dann kann Steiner wenigstens mit verzauberter Schwerter attackieren. Das wäre vielleicht nicht das Schlechteste, weil Beatrix so kann ich verharzen. Ah, ich hätte Korallering vielleicht noch jemand geben sollen. Also damit kann man sich schon relativ gut vor ihre Donnerattacke schützen. Aber ich glaube, Schocker zählt nicht unter Donnerattacke. Nur die Donnerklinge. Aber besser vor einem Angriff immun sei, dass er Person zumindest immun ist, als, ja, ne, ihr versteht. Alle Hauptfreya
Oh, sie hat's überlebt, gut. Du klauscht und du wartest auf der alte Grummelbär. Phönixfeder geklaut und wir machen eine Feuerklinge. Ah, okay, du kannst auch nochmal Schwarzmagie drauf rotzen. Dann machen wir nochmal Feuer hinterher. Du klauscht. Okay, 700 Schade ist gut. Das ist ordentlich. Speer, sehr schön. Sie darf halt nur Geschwertex einsetzen. Dann überleben wir das vielleicht noch. Haben wir Eisra-Klinge für hinterher. Schocker. Das war unser Dieb. Ja, spring du sowieso. Dann wird die nämlich wenigstens getroffen. So, jetzt kommt erstmal die Eisra-Klinge. Eisra-A-Klinge. Auch nicht schlecht. Zack. Okay, du belebst als nächstes den Babsack wieder. Ja, gut, sie ist wieder fort. Ah, Steiner, du gefällst mir gerade gar nicht, guter Mann. Mach mal ein High Potion auf dich. Okay, da kommt Freya nochmal anguckst. Du klauscht. Sie schmeißt sich davor. Oh, das war nicht so klug, die Entscheidung. Aber sie hat's überlebt. Du machst einen High Potion auf den Babsack. Und du springst wieder fort. Okay, dann überstehen wir das Ganze vielleicht ein bisschen länger. Polaris ist auch nochmal geklaut. So, gut. Wenigstens nichts im Trance-Zustand verschwendet, falls sie ihn attackiert hätte. Steiner braucht ein Ätherli. Wo ist ein Ätherli? Permanence Äther! Verdammt, da ist es! So. Du klaust nochmal, auch wenn sie nichts haben sollte. Ah, die Gutfrau heilt sich mittlerweile schon. Ui. Ist aber schlechter, wenn die das anwendet. Wenn wir das anwenden, ziehen wir wesentlich mehr ab. Ziehen wir nicht mehr ab, Quatsch. Wir heilen uns um erheblich Größeres. Mindestens das Doppelte mit Vitra. Diebstahl fehlgeschlagen, aber sie hat noch was. Oh, jetzt ist unser Schwarzmagier in der Trance. Jetzt ist es soweit. Okay, Feuer. Du klauscht. Ah, Mist. Okay, das war doch Trance-Zustand immer verschwendet. Aber wir können jetzt mit Hades Magie mehrfach draufhauen. Okay, hoffen wir mal, dass es was wird. Speer. Wenn ich ernst kämpfe und weiß, dass ich gewinnen muss, dann kann ich auch durchaus besser kämpfen. Aber das war wirklich so, ach ja, das ist nur so ein Ladi-Da-Kampf mal wieder. Und deswegen habe ich mir irgendwie auch Gemüt gegeben. Und dann hat man den Salat. Du springst erstmal nicht, sondern belebst wieder. So, Steiner macht ziemlich gut Schade. Jetzt gibt's was auf die Zipfelmütze. Steini Heini. Du machst doch mal Eisraffer hinterher. Und dann ist die Trance von Vivi 8 beendet. Freya wäre die nächste, die möglicherweise über Trance-Zustand hier verfügen könnte. Ah, kommt die Phönixfeder noch vor ihrer Attacke? Das sehen wir gleich. Okay, du machst nochmal Feuer hinterher. Okay, sie überlebt. Puh, deswegen hat dieser Quietschlaut. Ja, manchmal kann das echt sehr eng hier sein, deswegen. Eisra A-Klinge, also irgendwas stimmt mit der Übersetzung nicht so. Transkription ist gleich minus Deutsch. Aber wir pfaffen jetzt Wind auf alles, kann man ganz gut vertragen, denke ich. Ah, bitte lass es der Gnadenstoß, weil die sei. Als Gewitterhex. Und Diebstahl fehlgeschlagen. Irgendwas Tolles hat sie noch. Aber sie beendet's. Empfangt da ja gerecht die Strophe. Atomisator, nein! Das ist so wie der Exekutionsschlag. Lasst euch hier nie wieder blicke. Ja, die hat's langsam auch satt mit uns, glaube ich. Mich mit eurer bescheidenen Fähigkeit zu besiegen, das ist, als ob ein Goblin einen Zack nachreiten wollt. Moment mal. Du bist doch Alexandrias Generälin, oder etwa nicht? Als Generälin, was ist denn da deine Aufgabe? Lilly, nee, jawohl, Prinzessin gar nicht zu beschützen, oder? Der bewusstlose Körper auf dem Sofa dort, du weißt aber schon, wer das ist, nicht wahr? Oh nee,
Das ist doch etwa Prinzessin Garnet. Also doch. Also wollte Königin Bran die Prinzessin tatsächlich umbringen. Bitte? Aber Königin Bran wird doch niemals... Steiner, es ist an der Zeit, die Tatsache ins Acht zu sehen. Die Zweifel, die ich seit längerem gehegt habe, scheinen begründet gewesen zu sein. Ich war all die Zeit im Irrtum. Aber vorher haben sie uns erstmal ordentlich verkloppt. Der Tante dazu zur Stimme geht mir zwar mächtig gegen den Strich, aber was es sagt, stimmt, Steiner. All das Leid, was ich im Volk von Bormetia zugefügt habe, deren Schuld werde ich bis ans Ende von meinen Tagen leben müssen. Ja, das wenn ihr. So leicht werde ich euch euer Taten niemals vergeben können. Aber zuerst sollten wir uns um Lili kümmern, das hat Vorrang, denke ich. Oh, Freya. Euer Fähigkeiten sind jedenfalls bemerkenswert. Steht es irgendwie in eurer Macht, dem unschuldigen Kind zu helfen? Ich bin mir nicht sicher, ob ich etwas, was ich tun kann. Aber ich werde alles tun, was in meiner Macht steht. Prinzessin Garnet, lasst mich euch helfen. Und? Ja, ein bisschen zaubern kann sie, jo. Unsere Magie ist nicht so ohne weiteres zu brechen, sag ich. Ja, die zwei Hansel sind anscheinend relativ gute Ritualmagier, aber bei sowas, Die Mühe könnt ihr euch sparen, sag ich. Und? Anscheinend tut sich da was, ja? Die zwei Kasper gucken auch nicht schlecht. Oh. Wie fühlt ihr euch, Prinzessin? Mein Kopf schmerzt. Wo bin ich? Lili, ich bin's. Sidan herrscht mich. Lili. Prinzessin! Freunde. Was ist hier los? Ich vermute zumindest, dass es ist. Ja, gut, habe ich richtig gelecke. Die wollten sich Prinzessin Garnet schnappen, sag ich. Garnet? Konntet ihr aus Garnet alle Bestie extrahieren? Jawohl, alle, sag ich. Jawohl, alle, sag ich. Dann ergreift Garnet und schmeißt sie in den Kerker. Zu Befehl, sag ich. Zu Befehl, sag ich. Ich bitte euch, nehmt den Befehl zurück. Boah, du wagst es mir, Bran zu widersprechen. Königin Bran, meine Aufgabe ist es, Prinzessin Garnets Leben zu beschützen. Königin, fügt der Prinzessin nicht noch mehr Leid zu, als ihr es eh schon gemacht habt. Überlasst mir hier die Stellung, bitte flieht so schnell ihr könnt. Ich bin so frei und verbleib hier mit euch, sie dann verschwinden von hier. So, einstige Feinde raufen sich also zusammen. Köstlich, einfach köstlich. Son, langsam beginnen diese Nervensägen mich aber richtig wütend zu machen. Macht sie fertig. Mama. Sieht nicht so gut aus. Freya, wir verlassen uns auf dich. Tessorg. Wie kraxelt schon mal hoch. Los, Lili, nix wie weg von hier. Steiner ist auch ziemlich unschlüssig, der rafft überhaupt nicht, was da abgeht. Prinzessin! Wer kriegt da einige Backe? Zerfließe, sag ich. Zerfließe, sag ich. Oh. Jetzt spielen wir Freya und Beatrix. Cool. So dafür, dass die gerade verkloppt Woche ist, müssen wir gerade mal gucken, wie sie aussieht derzeit, Freya. Ach, die ist bei bester Gesundheit. Die ist zwar gerade von Beatrix ordentlich verdrosche Woche, aber sie lebt noch. Was ist denn das überhaupt für ein Vieh hier? Was, Tigo? Jetzt können wir mal endlich mit ihrer geilen Sache hier attackieren. Weihemagie hat sie auch noch. Diverse weißmagische Sachen. Sanctus hat sie. Geil. Müssen wir gleich mal nutzen. Das ist ein sehr hochrangiger Zauber. Das ist der stärkste Weißmagie-Zauber, den es gibt. Und zwar als Angriff. Ist, glaube ich, auch der einzigste Weißmagie-Angriffszauber. Aber es ist auf jeden Fall auch der mächtigste Weißmagie-Zauber. In der Hinsicht, was Schade macht. 2781 Schade haben wir gemacht. Ja, Beatrix kann was. Eindeutig. Hat auch ein schönes Bild gekriegt und ja, das sind der Remastered-Version geschuldet, dass die Charakterbilder so aussehen. Und Beatrix ist nur Level 16, irgendwie kann ich das nicht klar, aber Freya hat Exorzismus und Götterspeise gelernt. Das kann ich wiederum sehr wohl klar. Aber für Prinzessin, sage ich, für Generälin, geh weg, für Generälin, die ewig lang in Askese gelebt haben soll, um ihr Schwerttechnik zu perfektionieren, glaube ich irgendwie nicht so recht, dass die Level 16 sei soll. Level 30 wäre angemessen, denke ich.
So, jetzt kommt, glaube ich, die Sache. Genau, jetzt kommt das. Oh, da kommen noch ein paar Schwarzmagier. Bobbecap. Schwarzmagier. Verdammt, die sind uns zuvorgekommen. Das dürften die Typ C sein. Töten, töten, töten. So sehe ich das auch. Gut, dass wir drüber gerettet haben. So. Die sind schon ziemlich stark aus, die Knaber. Ja, rufen. Die hat ja alle Bestia schon raus. Aber jetzt können wir immer hier wieder hier Weißmagie wirken. Gott sei Dank. Vivi. Ich glaube, deine Magie bringt hier wenig. Wir probieren es aber mal trotzdem. Nicht klauen. Und Steini Heini, du kannst mit einer Eisra-Klinge hier den mal niederknüppeln. Nicht rufen. Und du halt uns mal alle mit Vita. So. Gut, Beppele ist tot. Ne, sieht nicht so gut aus. Du wehrst mal trotzdem ab. Sieht dann kann den anderen zur Not noch angreifen. Und unseren Steini schafft ihn. Sehr gut. Autsch. Auf, du warst der König. So. Kann Steiner draufkloppen nochmal und dann müsste eigentlich die Bergschild sein. Ah, es ist so praktisch, wenn man wieder einen Weißmagier in der Gruppe hat. Ohne Heiler ist es halt richtig bitter. So. Aber mir haben es ja gemerkt in der Zeit, wo wir keinen Heiler gehabt haben. Das ist echt bitter, deswegen muss Lilly, beziehungsweise gar nicht auf jeden Fall in der Gruppe mit rein. Oh, jetzt ist hier gerade großes Ability-Gelerner. Und High Potion gibt es auch noch, sehr cool. Okay, jetzt können wir noch ein paar Sachen anlegen. Aurora, Augen auf, hast gelernt. Jetzt können wir die Organik für Schwertseele anlegen. Du musst du sowieso nichts machen, Kerl. Mithril-Weste, kannst jetzt hier Auto-Potion lernen. Gemini-Stiefel nämlich weiter von Interesse. Hier hast du auch noch Zeug. Hier kannst du der Reitschen-Fäustling anlegen. Exorzismus und Hau den Lukas ist jetzt für dich auch gesagt. Mithril-Helm gibt's leider noch nicht. Trisasta musst du leider auch noch lernen. Ment-Alpha, oder wie das Ding heißt, kommt dann noch dann dran. Alle hopp, du hast aber noch die Hälfte zu lernen. Sehr schön, von Gletscherstock können wir jetzt auf... lernt er irgendwo gerade Feuer? Ja, tatsächlich, über den Magierhut. Dann ist vielleicht der Donnerstock nicht verkehrt, dass er den zuerst noch kriegt. Da haben wir nämlich die Ras erstmal durch, die er erlernen kann. Und vom Feuerstock kann er dann nämlich noch Schlaf erlernen, aber das machen wir später dann. Die sind aber vom Angriff alles am gleich, ne? Das macht 12, 16, 16, 16, aller Haupt. Gut, neues Kleid haben wir für dich leider auch nicht, Kleiner. Du sieht's auch nicht so gut aus. Magierhut bist du kräftig am Lernen. Zauberstiefel. Sieht schlecht aus, kleiner Mann. Für dich habe ich leider wenig parat. Bronzeharnisch noch am Lernen. Osala am Reif. Das sieht genauso scheiße aus, aber du hast wenigstens bessere. Was das Lernen angeht, die Werte sind wenigstens besser. Stirnband gibt's für dich. Leider auch nichts, junge Dame. Mithril-Rute bist du noch kräftig am Lernen. Als nächstes können wir dann die Sternrute tragen und dann den Multistab. Ale hopp. Herrlich, ich mag die Musik. Ich mag die Musik einfach. Und ich finde, die Flucht bin ich euch noch schuldig für der heutige Teil, auch wenn es dann etwas länger wird. Dummerweise habe ich doch bei dem Kampf gegen Beatrix am Anfang echt ein bisschen geschnarcht und habe gedacht, jo, ladi da. Aber, ja, hätte ich mal lieber nicht so schnarchen sollen. Warum ist dann die mal zuerst dran? Steini, mach den mal fertig. Ey, hör auf, sie dann hier also schläfern. Und, mach mal gerade so Feuer so als Ersatz dafür. Ich finde es aber auch interessant, dass es bei dass es bei Lilly heilige Magie, also HL-Magie ist, während es bei Beatrix als Weihe-Magie bezeichnet wird. So. Dann heilen wir ja schon die ganze Party hier. Lilly Penterund. Ja, wer hart schafft, der kann natürlich auch viel schlafen. Und sie dann, jetzt machen wir mal das ganze Ende. Seine Waffe ist auch sehr geil, muss ich sagen. Die sehen wir jetzt gleich nochmal im Nah. Ja, das sieht schon sehr geil aus. Kann man echt nicht meckern. So, wieder ein paar Level-Ups. Doch fliegen die Levels jetzt geradezu. Ja. Lilly ist leider Gottes die schlechteste von uns.
Die haben wir am wenigsten gespielt, wie es aussieht. So. Vivi, fall bitte nicht auf die Schnauze. Wo ist denn bloß der Steiner wieder? Alter, trödel gefälligst jetzt so rum, Kerl. Du, ich gehst richtig, wenn ich von hier abhau. Was babbelst denn du, Steiner? Seite an Seite kämpfen sie. Beatrix, die ihren Eid bricht und sich gegen ihre Königin auflehnt. Und Freya, die Beatrix trotz ihrer Verbrechen beisteht und für die Prinzessin streitet. Ich kann nicht zulassen, dass Königin Brane denn beide in ihrer Rage besagt tut. Sieh dann, ich habe Bitte an dich. Steiner, was auch immer, ich mein... Flieh mit der Prinzessin aus Alexandria und bring sie wohlbehalten zu Professor Toto. Professor Toto weiß sicherlich einen Weg, wie das aus der Fuge geratene Alexandria zu retten ist. Alles klar, ich werde dich nicht enttäuschen, Mann. Ich wär auch mal Bestes geben. Sieh dann, Meister Vivi, ich verlass mich auf euch. Prinzessin, es ist Zeit, Abschied zu nehmen. Steiner. Alle tun das nur für mich. So ist es, Lilly. Für dich, Lilly. Für Alexandria. Aber auch für jeden Einzelnen von uns leben wir und kämpfen wir. Und deswegen dürfen wir nicht stehen bleiben. Wenn wir hier krepieren, war alles umsonst. Wir müssen leben. Aber ich... Ups. Zum Krümeln fehlt uns jetzt leider ein bisschen die Zeit. Und außerdem fehlt uns jetzt auch ein Kerl mehr. Und der Kerl haut gut rein. Aber es ist glücklicherweise nur einer von den Hausschoßhündchen oder was das heißt soll hier. Oh, aber die Schoßhündchen ist... Die Schoßhündchen sind relativ stark. In Magie bewandert. So. Ja, sieht dann haut mit der Waffe 8 ziemlich gut rein. Na, leider kein Schwarzmagier Todessturz. Aber er ist relativ gut im Ausweichen, merke ich so. Vielleicht liegt es auch an seiner Jugend noch. Aber Vivi ist ziemlich gut dabei, muss ich sagen. Den mag ich echt. Gut, Götterspeise hat Lilly gelernt. Jadestall und Phönixfeder gibt's auch noch oben drauf. Nix wie weg hier. Ja, Freya kann ja auch gut springen, das kann sie auf jeden Fall. Wie sieht's aus? Wenn er mit einer fertig? Sollten ständig welche hochkommen und dann könnte ich schnell an meine Grenze... Ja. Sieht wohl so aus. Das wird halt doch ein bisschen länger, die Episode, merke ich. 10 Minuten schon überzogen. Naja, 30 Minuten Episode sind gerade noch so drin, denke ich. Komm, Beatrix, mach sie fertig. Machen wir mal einen normalen Angriff, einfach mal um zu checken, wie stark die Tante ist. 841, ja. Ja, ist schon ziemlich gut. Aber sie pennt nicht Ei dabei. Sehr gut. Ah, scheiße. Das war Fehlschlag. Dann hupst du mal fort. Und mach sie fertig. Ui, One-Hit-Wonder. 899 Schade. So wird's gemacht. Schön, dass wir die jetzt auch als NSC haben. Und Phönixfeder und Jadestein geht's mal wieder. Pah, wollt ihr etwa ewig leben? Noch einmal nicht überstanden. Beatrix! Freya! Steiner, seid ihr es etwa? Hauptmann der Blutotruppe, Adelbert Steiner. Zur Stelle. Es wäre mir Ehre, an eurer Seite zu kämpfen, meine Dame. Die Ehre ist ganz auf unserer Seite. Oh je, oh je. Aber ich sollte mal gucken, dass ich bei der nächsten Stelle, wo es irgendwie passt, wirklich meinen Cut setze. Vielleicht noch dem Kampf hier. So, Steiner und Beatrix, ihr dürft noch zusammen kämpfen. Ah. Und gleich muss erst einmal nicht funktioniert, wie sie miteinander kämpfen. Also allmählich kriegt die gute Frau aber auch hier ihre Grenze aufgezeigt mit ihrer HP. Hopp, Generälin. Sehr schön. So geht's doch. Und Steiner hat HP plus 10 gelernt. Sehr schön. Phönixfeder gibt's auch noch 2 Euro drauf. Okay, perfekt.
muss gar nicht mal pausieren. Wir sind automatisch hier gelandet und ich jetzt sage, das ist der perfekte Ort, um hier meinen Cut zu setzen. Wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Final Fantasy 9 auf Pelzig, ihr liebe Leute. Also machen's gut und bis morgen dann wieder. Ayan Yankee.